Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Ah ne, warte mal, das war was anderes. Warte, ein Sackrischgurden. Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen, let's go. Leute. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, wir haben bei Nummer 2 angefangen. Bei Draches Meinung. Weil ich den ersten Teil nicht gefunden habe. Ich bin jetzt noch ein bisschen auf die Suche gegangen und habe händisch den Odyssey-Kanal vom Spiegellord untersucht, weil Odyssey, wenn du da was suchst, musst du mehr oder weniger exakt genau das eingeben, was du suchst, ansonsten wirst du es wahrscheinlich nicht finden. Problem, warum ich das hier nicht gefunden habe, war, der gute Spiegellord hat beim Hochladen hinter dem Nummer 001 das Leerzeichen vergessen, wo dann Monster Assault irgendwas gekommen wäre. Dementsprechend ist mir das erst dann im Suchverlauf nicht angezeigt worden. Ich habe die jetzt gefunden, dementsprechend reiche ich euch das natürlich nach. Die Nummer dauert 20 Minuten. Ich bin fairly confident, dass wir jetzt hier wirklich verzeiht mir mein Gedenglische. Ich habe es zurzeit irgendwie. Aber dass wir das hier, dass das ein Video wird und wir dann wieder bei Nummer 5 anschließen können. 20 Minuten Reini, weiß ich nicht. Das kann ich gut und gern easy auf eine Stunde strecken. Und ihr seid mit dabei und tut euch das mit mir gemeinsam an. So machen wir das. Richtig. In diesem Sinne, Leid. Ich hoffe, ihr verbringt diesen wunderschönen Sommertag draußen und hört euch das jetzt hier abends vielleicht irgendwie zum Zähneputzen oder auf dem Lokus an. Oder am Morgen Arbeitsarbeit machen. Also. Eins davon, ich hoffe, ihr habt viel Spaß, seid irgendwie im Schwimmbad oder am See oder was weiß ich, Radl fahren, whatever rocks your boat. Richtig. Dementsprechend hockt euch her, sagen wir mehrere. Reißt euch Häube auf. Wir machen erstmal den hier weg. Dann gehen wir einer in rein. Meinungsvideo Nummer 1. Monster Energy Assault. Metal Leute, Metal Reiner. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen und bei einem neuen, ich sag mal, Format im weitesten Sinne. Jeder das Ohr, gebt euch das Ohr. Das ist schon praktisch, ne? Das Ohr ist bald auf dem Level, dass er hier seine Meinungsvideos machen kann. Er kann das Ohr zum Rewe-Zwingel zum Zuckernachschub kaufen schicken. Ne? Ich sag mal, etwas trashigeren Format. Im Gegensatz zu den anderen, Rainer? Im Gegensatz zu diesen anderen, allen hochklassisch genialen, geilen, High Production Value Formaten, die du ansonsten so bringst, ist jetzt ausnahmsweise ein bisschen was Trashigeres. Erkennt, ich check immer noch nicht, wie die Flecken hier hinten auf den Tully Greenscreen gekommen sind. Er passt halt nicht. Das war, glaube ich, zu der Zeit war mit irgendwie Maximalgewicht angesagt. Da hat er die 200 aber gut hinter sich gelassen. Und er passt nicht in den scheiß Frame hier rein. Digga. Genau, ich will das jetzt regelmäßig machen. Vielleicht so 1 oder 2 Videos am Tag. Ja, wir haben das letzte Mal schon festgestellt, wir waren bei Nummer 4. Also 3 Stück, die er nach dem da aufgenommen hat. Alles selbe Location, selbe Frisur, selbe T-Shirt, selbes eitriges Ohr. Und bitte versteht's nicht falsch. Ne? Ich habe auch schon mal Sachen hier in Bulk produziert, wo ich gesagt habe, hier, Digga, Wetter ist unreidig. Vielleicht ist man noch ein bisschen angeschlagen, hat irgendwas am Haxen, kann nichts draußen machen, hat jede Menge Zeit. Und ist ganz gut eingegroovt. Da habe ich dann auch mal gesagt, komm, heute nehmen wir 2, 3 Videos auf und laden die dann schon mal hoch und stellen Veröffentlichungszeitpunkte fest, so dann ist der Content für die nächsten 1,5 Wochen safe. Ja? Aber das ist halt wirklich, was er hier macht, ist halt wirklich hier eigentlich so
Das dauert jetzt 20 Minuten, aber ansonsten, ihr habt es ja mitgekriegt, 10 Minuten Video über irgendeine Scheiße, die einfach nur, um irgendwas rausspammen zu können, damit Klicks und Barren gibt. Wie ich das genau anstelle, weiß ich noch nicht. Das soll nicht nur für Mitglieder freigeschalten werden, also es wird von Anfang an für alle freigeschalten. Das liegt an alle Leute, die damals ihm Geld gegeben haben für seine Mitgliederränge, denen exklusiver Content versprochen wurde. Und die sich dann gedacht haben, neues Format, das ist doch sicher. Ne? Er hat doch immer gesagt, man unterstützt ihn dann und dann, wenn man ihn unterstützt und das Ganze kriegt, für die Amazon-Battle-Liste und die Mitgliederbeiträge und die Klicks und die Barren und den ganzen Scheiß, dann kann er endlich wieder guten Content für uns machen. Und das ist ja den Leuten auch versprochen worden, Mitgliederränge, Exklusiv-Content. Das Problem ist, Exklusiv-Content für Mitglieder wirft halt kein AdSense-Barren ab, gell? Schlecht jetzt. Wie kriegt man das jetzt hin, dass man die AdSense-Barren bekommt, aber auch irgendwie die Mitgliederbeitragsbarren von den vollkommen Schwindsüchtigen, die ihm da tatsächlich so ein Abo abgeschlossen haben. Und das sind die ganzen neuen Ideen, die er hat, das natürlich. Er muss sofort raus, weil das ist was Neues, gibt viele Klicks, das kann er schon mal nicht nur für Mitglieder freischalten. Dann hat er, also er ist dann irgendwann dazu übergegangen, dass er dann Dinge irgendwie für Mitglieder freigeschalten hat, irgendwie einen Tag vorher. Was vollkommen wurscht war, weil du hast es 20 Minuten nach Upload irgendwie beim Spiegel dort, bei Rennern hochladen, bei Inge, bei sonst irgendjemandem sehen können. Aber das war das ganze Konzept dann dahinter. Ne? Also an möglichst vielen Baustellen irgendwie. Alter, die Fresse auch rot ist. Rainer, hast du Sport gemacht oder bist draußen in der Sonne gewesen, oder? Oh. Na egal, komm. einfach daran, dass ich einfach so eine Masse an Produktion dann habe, weil ich ja jeden Tag 1, 2 Videos machen will, zumindest die erste Zeit. Ich denke, die ersten 10, vielleicht sogar die ersten 20 Videos werden innerhalb der ersten 5 bis 10 Tage kommen. Ja. Meme, die ersten 20 Videos hat er alle an einem Tag aufgenommen. Und Und in dem Zeitraum möchte ich halt jetzt nicht unbedingt dann das Ganze jeden Tag extra nochmal intern freischalten müssen. Oder ich mache es so, das weiß ich jetzt noch nicht. Das wäre auch echt unzumutbar. Das wäre ja unzumutbar. Ihr müsst wissen, Rainer ist ein sehr, sehr, sehr geschäftiger Mensch. Der hat sehr viel zu tun, er hat nicht so viel Zeit, ne? Das ist jetzt nicht so, dass der 24 Stunden am Tag hier in dieser Schimmelschanze am Zecken gewesen wäre und einfach den Sonntag nur daran erkannt hat, dass er da nicht beim Rewe-Zwingel irgendwie die notwendige Kalorienverschwendung nachordern kann. Nee, so ist es ja nicht. Das kann man ihm wirklich nicht zumuten, dass er dann vielleicht dann zwischendurch die Videos nochmal freischaltet für ein anderes Publikum. Das muss schon in einem Rutsch gehen. Ansonsten würde es ja den kompletten Sinn dieser ganzen Aktion negieren, dass er sich denkt, ich arbeite jetzt einen Nachmittag und danach mache ich hier frei den restlichen Monat. Das weiß ich im Moment nicht, weil es sollen eigentlich 1 bis 2 Videos am Tag kommen von diesem Format. Aber es kann sein, dass ich 1 oder 2. Rainer, wenn du 2 Videos am Tag hochlädst, als professioneller YouTuber, damals auch schon, dann knechtet dich der Algorithmus, aber jenseits von Gut und Böse. Ist nicht so schlau. Ja, einfach deinen eigenen Kanal mit Bullshit zu spammen. Das mag zwar Content geben, ne, und Klicks und ein bisschen Barren, aber das mag der Algorithmus überhaupt nicht. Der Algorithmus will zuverlässige, regelmäßige Uploads mit gut berechenbaren Klicks, Aufrufen, Interaktionen dergleichen. Da kriegt er so richtig wohliges, warmes Gefühl im Bauch. Wenn auf einmal auf einem Kanal, der stellenweise 3 Wochen gar nicht bespielt wurde, irgendwie 3 Videos pro Tag kommen für 2 Wochen, dann denkt der Algorithmus, denkt sich dann, ja, stimmt vielleicht was nicht. Und dann schlägt er es auch weniger Leuten vor. Dass ich es immer so mache, dass ich einen Part für alle freischalte, sofort, und einen Part dann für alle danach. Also sprich, man hat Part 1. Also, ne? Gebt ihm bitte die Kohle für die Mitgliedschaften, aber er schaltet die Videos dann 1 immer für alle frei und das nächste dann auch für alle. Wisst ihr, was ihr bekommen habt fürs Geld, ja? 1 für alle, Part 2 nur für die Mitglieder, Part 3 am Tag darauf, Part 4 für die Mitglieder und so weiter. Das Problem daran ist, entweder ich lasse es dann so, dass ich immer Part 3, Part 4, Part 3, Part 4, Part 6 und so weiter, also jeden zweiten
Part 3, Part 4, Part 6, jeden zweiten Teil. Das ist der Mathe-Lord wieder am Stissel. Ja, also, Reini, das ist jetzt Part 1. Ne? Den würde ich auf jeden Fall mal für alle freischalten, weil es könnte ja dann auch Werbung sein für das neue Format. Ne? Wo du sagst, jeder zweite Teil davon ist dann nur für Mitglieder, also Part 2, Part 4, Part 6, Part 8, Part 10, Part 12, Part 14, Part 16, Part 18, Part 20 und so weiter und so fort. Ne? Das Zweier einmal eins kann er natürlich nicht. Ja, Reini, ich kann da auch nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Die Idee mit der ganzen Nummer ist von vornherein schon so verkorkst. Wirklich, nein. Part dann komplett für die Mitglieder freischalte, also immer ab den jungen Drachenrang, oder ob ich es dann so mache, dass ich es wirklich einfach jeden Tag dann eins aktiviere. Das heißt, wir hätten dann heute eine Folge, morgen hätten wir dann 2 und so weiter. Dann hätten wir jeden Tag 2 Folgen, nur am ersten Tag hätten wir 2. Ich habe mir gerade wieder das Gehirn gebrochen. Was hat er gesagt? Tag dann eins aktiviere. Das heißt, wir hätten dann heute eine Folge, morgen hätten wir dann 2. Okay, soweit. Ja? Es kommt jeden Tag eine Folge raus. Es kommt die erste Folge, morgen kommt eine zweite, dann haben wir morgen insgesamt 2 Folgen. Soweit gehe ich mit. Und jetzt sagt mein Gehirn Medloff. Und so weiter. Dann hätten wir jeden Tag 2 Folgen, nur Einmal sind es jeden Tag 2 Folgen, aber dann wären doch am zweiten Tag schon 3 Folgen da, oder? Oder dann müssten am zweiten Tag schon 4 Folgen sein, Rainer, ne? Weil dann kommen ja 2 am ersten Tag. Und da ja jeden Tag 2 kommen, dann kommen am zweiten Tag auch wieder 2, da hast du 4. Und welche sind jetzt dann davon für die Mitgliederringe und welche nur so zum Barnefarmen? am ersten Tag hätten wir 2. Ja, der Grund, warum ich so produktiv sein möchte, ist, dass Schmalhans Küchenmeister ist in der Schanze. Dass die Stimmung neutral und der Mund relativ klein ist, weil die exorbitante Kalorienzufuhr nicht mehr gewährleistet ist, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wann er das hier aufgenommen hat. Muss irgendwo 2021 sein. Irgendwas hat ihm da wieder in die Finanzen reingegrätscht, oder das BLM oder was weiß ich. Ja? Und es musste halt schnell Barne her. Und das mit dem Posterverkauf hat er selber aufgegeben, weil er gemerkt hat, okay, da haben wir Ärger als alles andere damit. Und die kommen ja so oder so, die Kuchenkinder, und Poster verkaufen tue ich da schon lange keine mehr. Easy peasy, jetzt machen wir halt einfach Müll-Spam. Wenn es damals ChatGPT schon gegeben hätte, würde er da gar nicht sitzen. Zeige ich euch, wie es ist. Da hätte er die Scheiße davon machen lassen. einmal, weil es mir Spaß machen würde, weil es ein trashiges Format ist und einfach. Ja. Reini machen diese trashigen Formate am meisten Spaß. Nicht, weil man sich da kreativ austoben kann. Na, nicht, weil das mal was anderes ist. Na, ein bisschen frei von der Leber weg. Ein bisschen mehr so broadcast yourself back to the roots. Na, the spirit of YouTube. Nein. Deswegen macht es ihm keinen Spaß. Er findet das gut, weil es eine Ausrede ist, weniger Aufwand reinzustecken. Ne? Den Greenscreen nicht wirklich zu benutzen, sondern einfach nur als grünen Lappen hinten drin hängen zu haben und sich einfach über irgendeine Scheiße aus. Das ist dann das ist dann so ein bisschen sein mit Absicht trashiger Content. Er könnte das besser machen, aber das gehört ja zu seiner Marke. So sehr praktisch, dass sich keine Mühe geben und absolut keinen Skill haben und absolut so wenig Arbeit wie möglich da rein zu stecken, dann auch gleichzeitig seine Marke ist. Das hätte man besser fast nicht planen können. Gell? Weil ich momentan wieder ein bisschen mehr Lust auf Videos habe. Der andere Grund ist natürlich ein bisschen Kohle. Und der letzte Grund ist noch mehr Kohle, Rainer. Naja, ich möchte euch auch was bieten können, wenn ihr schon immer meine Videos schaut und meine Streams guckt und so weiter. So, was genau ist es jetzt für ein Format? Ich habe jetzt um den heißen Brei geredet und habe jetzt etwa 2 Minuten um den heißen Brei geredet und es wird immer mehr. Also. Ja, die Gesichtskirmes macht es jetzt auch nicht besser, Rainer. Kommt zum Punkt. Ich habe Folgendes überlegt. Ich werde dieses Format, das steht schon am Namen, also das wird wahrscheinlich sowas wie Draches Meinung oder Draches Meinungsvideos oder sowas sein. Ja, Rainer, ich würde ganz ehrlich, wie das Format, das neue großartige Format, das du dir jetzt ausgedacht hast, ne, das im Ogerstübchen lange vor sich hin gegoren hat, bevor es jetzt endlich irgendwie in einer Welle von Bierschiss ins Internet defekiert wurde. Dann hätte ich mir vor der Aufnahme der ersten Folge, und ich weiß, mindblowing, Digga, überlegt, wie das Scheißformat eigentlich wenigstens heißt. Na, wenn du schon sonst keine Ahnung, kein Konzept für die Scheiße hast, überleg dir halt wenigstens einen fixen Namen. Ja, du bist bei Draches Meinung geblieben, aber hier so, ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich es nenne, ich weiß auch noch nicht, für wen ich es freischalte, ich weiß nicht, ob am Tag 1, 2, 3 oder 4 Videos hochkommen,
ob das irgendwie für Mitglieder, nicht für Mitglieder oder sonst irgendwas ist. Ich weiß nicht mal, wie die Scheiße heißt. Ich weiß nur, ich muss hier Content rausknechten und zwar schnell und zwar viel, damit's Barne gibt. Weil Barne müssen her. Weil der scheiß Rewe-Zwingel, ne, der versorgt mich mit dem Drecksfraß, mit dem chemisch erzeugten, mit dem ich hier meine sehr, sehr langsam andauernde Selbstterminierung hier schon seit Jahren praktiziere. Damit versorgen die mich nicht für lau. Schweinerei, ne? Den ganzen Umsatz, den die mit die Haters ja gemacht haben, hätten sie wenigstens an ihm umsonst irgendwie die Ja-Tortellini und den scheiß Ofenkäse vor die scheiß Schanze karren können. Und zwar habe ich mir überlegt, ich will über verschiedene Themen Meinungen machen. Unter anderem, also ich möchte. Das ist das Witzige daran. Das Witzige daran ist, dass du auch überhaupt gar keine Ahnung hast, was du überhaupt machen willst. Ich will nicht über verschiedene verschiedene Themen Meinungen machen, sondern ich will über verschiedene Themen Meinungen machen. Der Witz an der Sache ist, dass ich nicht über verschiedene Themen meine Meinung zu verschiedenen Produkten oder Sachen sagen. Und jetzt zu wirklich diversen verschiedensten Sachen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel mein Monster Energy Assault stehen und weil ich das immer wieder bekomme, habe ich auch ein Monster in Grün hier stehen. Mag er überhaupt nicht. Fun Fact, gesoffen hast natürlich trotzdem. Ne? Zucker geht immer. Und so weiter und so fort. Ich werde jetzt jede Folge quasi über ein Produkt labern. Vielleicht mal 5, vielleicht mal 10, vielleicht mal 20 oder sogar mal eine Stunde. Ne? Das kommt immer drauf an. Aber ja, eher nicht. Das hier ist bisher von den Vieren, die ich jetzt bisher gesehen habe, das längste mit 20 Minuten. Die anderen, da hast du gerade so irgendwie deine 10 Minuten zusammengestöpselt, damit du da Midrolls reinballern kannst. Es wird auch mal so Sachen geben, wie zum Beispiel mal über Gleitgel. Das Gleitgel hat es ihm angetan, oder da hat er jetzt in mehreren Videos schon geteasert. Das ist auf jeden Fall Staffelfinale, glaube ich, für ihn. Das muss auf jeden Fall, da hat er richtig Bock drauf. Verschiedene Gewürze, über Milch, ja, nicht das Gift und so, aber das geht nicht um das Gift, sondern um den Fettgehalt der Milch, weil ich trinke grundsätzlich 1,5%, aber ich trinke die dafür für alles. Also ich benutze die für meinen, ja. Sind hier Wolle-Hates wieder vor der Tür? Schon wieder 2 so Vollvögel. Tada! Man kann halt nicht einmal für 5 Minuten aufnehmen. Rainer, du wolltest nicht mal über die Haters reden. Hier. Naches Meinung, Monster Assault, weiter im Text. Warte mal kurz, das muss ich mir natürlich wieder notieren. Ja, da musst du wieder notieren, dass auch wieder, keine Ahnung, der Mann hat sich da, der arbeitsfaulste Mensch in ganz Deutschland, da hat er sich die Mühe gemacht, seine Scheißliste zu machen, Buch geführt. Ne? Ganz ehrlich, wie Horst aus der Kleingartensiedlung, wenn bei irgendjemandem der scheiß Knallerbsenstrauch wieder 1 Zentimeter zu hoch gewachsen ist, oder die Hecke. Ne? Da werden die Notizen gemacht, da wird auf einen Millimeter nachgemessen. So eine Scheiße ist das über vollkommen irrelevanten Bullshit. Wann hier welche Kuchenkinder gekommen sind, was für ein Bier sie getrunken haben und wie oft sie Herr Winkler machen sie Fanmanagement gerufen haben. Wann er die Bullen gerufen hat, wann die gekommen sind, die ganze Scheiße, darüber führt er penibel Buch. Rainer, wenn du diese Arbeit wirklich in Bildung gesteckt hättest, dann hättest du einen ganz stinknormalen Job haben müssen. Ja, ganz stinkend, wenn du wirklich dieses Engagement einfach in irgendwas gebracht hättest, was dich weiterbringt im Leben. Daran müsst ihr euch leider in nächster Zeit gewöhnen, wenn ich Videos aufnehme. Ich könnte es natürlich auch rausschneiden, aber ich mache denn sowas. Ja, du schon mal nicht. Profi-YouTuber, ne? Profi-YouTuber. Wenn es 2021 ist, dann schon seit fast 10 Jahren. Circa, was haben wir gerade? Wie spät ist es denn? 15 Uhr. Und Rainer, mehr oder weniger hast du auch in diesem Video noch bisher gar nichts gesagt. Also die Scheiße, die du am Anfang da geschwallt hast, die zählt praktisch eigentlich nicht als Content. Das war einfach zusammenhangloser Hirndiarrhoe, die du da reingeballert hast. Und jetzt machst du... Wir sind bei Minute 4. Alles an diesem Video hättest du dir bisher schenken können. Es wäre absolut nichts verloren gegangen, wenn du einfach Aufnahme beenden gemacht hättest, jetzt hier nach dem Aufschreiben, welche Haters wann gekommen sind, das Video gelöscht hättest, nochmal von vorne angefangen, wäre absolut kein Mehrwert verloren gegangen. 15:30 Uhr. Das ist unglaublich, ey. Unglaublich, 15:30 Uhr.
Nope. Und was haben wir hier? Also, Ui, 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 ui. dass die Leute dann einfach auch nicht in Ruhe lassen können, verstehe ich nicht. Ja, Reini, die haben halt darauf gewartet, dass du die scheiß Alarmanlage anmachst. Für die ist das Happening. In dem Moment, in dem sie draußen Wii macht, haben die genau bekommen, was sie haben wollten. Einzige, was den Tag dann noch versüßen könnte, das wäre, wenn du höchstpersönlich rausbongelst und zu Brüllheulen anfängst. Also es geht wirklich um verschiedenste Produkte. So, Leute. War da ein Schnitt drin? Rainer, wenn du es jetzt da schon geschnitten hast. Rainer, du hast das geschnitten. Offensichtlich. Hier war ein Schnitt gerade drin. Da musst du doch festgestellt haben, dass die ersten 4 Minuten vollkommene Grütze waren. Und sich gedacht haben, okay, scheiße, schneide ich einfach alles weg. Wir fangen nochmal von vorne an. Ich nehme vielleicht nochmal einen Minutenpart auf, wo ich mich sammle, mir ein Skript schreibe. Okay, hier, das ist das neue Format, heißt Draches Meinung. Ich laber mal eine nichtsnutzige Drecksmeinung über allen möglichen unnötigen Bullshit, der bei mir rumsteht, damit hier Barren geben. Fertig, weiter im Text. Monster Assault. Das höre dieses Geräusch. Ich muss jetzt mal gerade umswitchen hier. So, also. Das war der Alarm von meiner Kamera. Also pass auf, Folgendes. Wir machen jetzt einfach mal so, ich werde mir jetzt einfach mal das nehmen, was hier am neuesten rumsteht. Das ist das Monster Assault. Ja? Meinung wird, ich habe noch keinen genauen Plan, wie ich das mache. Es soll, wie gesagt, Ja, Rainer, man merkt es kaum. Du schwalst jetzt hier seit 5 Minuten über dieses neue Format, dass du keine Ahnung hast, wie du es machst, merkt man kaum. trashig werden. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, ich muss jetzt 100% nicht. Sondern es ist jetzt wirklich halt so, ich mache jetzt einfach ein Video drüber, wo ich mir jetzt denke. Ja. Wie gesagt, er verkauft das als Konzept, als kreative Entscheidung, dass man sagt, hier, wir machen das alles ein bisschen grimy, wir machen das ein bisschen, ne, Back to the Roots, Broadcast Yourself, YouTube-Ding. Das will er uns jetzt hier als Special Feature verkaufen und das halt nicht. Das ist eine Ausrede dafür, dass er sich keine Mühe geben muss. Weil, wir wissen auch, jede Minute, die er reinsteckt in dieses Video, kann er sich nicht mit der Hand beim Anime schauen in der 7XL Plastehose rumspielen. Und das ist unzumutbar. Ja? Die Hand in der 7XL Plastehose hat immer Prio. Noch dazu kann mir auch keiner zumuten, dass er hier länger als 20 Minuten sitzt und so ein räudiges Video aufnimmt, weil danach schon wieder ganz gefährlich am Unterzucker ist. Ne? Da müssen wir wieder irgendeinen Schmutz, ne, mit netto 300 Gramm Zucker muss dann wieder in den Schlund rein geändert werden. Darüber mit dir jetzt reden. Damit er nicht vielleicht durch Zufall mal irgendwann wieder aussieht wie ein normaler Mensch. Ja, und dann fangen wir mal beim Design an. Monster ist natürlich Monster. Haben wir unten Assault dran stehen in so einem schönen, naja, es sieht aus wie ein Warnschild. Ja? Das sieht aus wie die Schrift vom A-Team. Reini, hier ist ein Wunder. Oh, der schwitzt. Hey, Reini, du sitzt da und erzählst über Monster Energy. Du schwitzt, als würdest du. Wir haben heute einen warmen Tag. Mir ist hier auch warm. Ich sitze hier in einer kurzen, sehr dünnen Hose und einem Tanktop und mir ist immer noch sehr, sehr, sehr warm. Aber um so zu schwitzen, Digi. Angeknackstes Wandschild, wo hier schon eine Kante fehlt in hier oben. Was ich immer ziemlich geil fand, das hat mir vom Design immer sehr gut gefallen. Und was für mich auch sehr interessant ist, Rainer, wenn du hier den Monster Assault nimmst, dann und über das Design redest, erstmal Monster, kennt man ja. Wenn du davon ausgehst, dann kannst du auch sagen, ja, Monster Assault kennt man, dies kennt man, alles, was da, 1,5%ige Milch, hat auch jeder schon mal irgendwo in der Hand gehabt. Ne? Da hättet ihr kommen müssen, okay, nee, was ich hier mache, so, gibt ja mal so überhaupt gar keinen Sinn. Und das lassen wir vielleicht dann bleiben. Oder du gehst wirklich den kompletten Weg und dann beschreibst du eben auch, wie das typische Monster-Design, das man ja kennt, aussieht, was daran vielleicht besonders ist. Vielleicht kannst du ein bisschen nachforschen, wie das zustande gekommen ist. Vielleicht gibt es ein Interview von den Gründern von der Firma und sie sagen, hey, wir sind ja auf dieses Design für das M gekommen, weil das sollen, was weiß ich, so wie so Tigerklauen sein, die irgendwas aufgerissen haben oder so, Stärke, bla bla bla. Irgendeinen Scheiß werden die erzählt. So eine Trivialfakten,
kannst du dir da raussuchen, kannst dann über dieses Design von Monster generell und von dem Assault im Speziellen reden, dann hätte das vielleicht, ja, dann kannst du das vielleicht als trashiges Format verkaufen, wo du sagst, hey, das sind keine jetzt wichtigen Informationen, aber es ist hier lustige Trivia-Scheiße, für ein bisschen Brain ausschalten und sich berieseln lassen, würde ich dir geben. Aber man merkt im ersten Satz hier schon wieder, dass da genau gar nichts dahinter steckt. Gut ist, dass es halt ein Cola-Geschmack ist. Also ich persönlich trinke keine Cola und das hört sich jetzt erstmal merkwürdig an. Ja, ist doch keine Schokolade und keine Burger, das mag er alles nicht, ne? Bla 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 bla. Außer wenn er sich dann doch wieder klafterweise ins schiefe Ogerbraul reinschürt. Ja, ich trinke keine Cola. Der Grund dafür ist, dass ich immer so. Der Grund dafür ist, dass du sagst, du trinkst keine Cola, weil weil du der Meinung bist, dass sich das zu einem ganz besonderen kleinen Schneeflöckchen macht. Selbe Grund, warum du sagst, hier, du magst keine Burger, weil Burger gelten als ungesund und du ernährst dich ja gesund, weil du bist ja der große Ernährungsberater, Lord und du kennst dich ja mit allem so gut aus und es liegt ja auch gar nicht daran, dass du den ganzen Tag nur Müll in die Fresse schürst, dass du 230 Kilo wiegst. Nee, das ist nicht so, sondern es liegt nur an die böse Haterse, die draußen sind und dich davon abhalten, jeden Tag einen Halbmarathon zu laufen. So ein Ding ist das nämlich. Halt deinen Maul. Brände bekommen auf Cola. Man muss dazu sagen, ja, aber du trinkst doch Spezi, aber das ist auch Cola. Ja. Ich könnte ihm. Immer wenn er diese Nummer macht, ich könnte ihm durchs Gesicht streicheln. Ja, und ja. Wenn du Schwipschwapp sollst, wenn du von Cola Sodbrennen kriegst, dann kriegst du es von Schwipschwapp auch. Rainer. Und ich gebe dir einen heißen Tipp, Digga. Ich gebe dir wirklich, das ist wirklich der Lifehack des Jahrtausends, Reini. Wenn du vermeiden willst, jedes Mal, wenn du was trinkst, Sodbrennen zu bekommen, dann trink Wasser. Wasser ist günstig, es kommt aus dem Hahn, trink das. Wie gesagt, ich bin auch kein großer Fan. Ich nächte mir hier diese Holy-Scheiße jeden Tag rein. Ich mag auch nicht nur Wasser trinken, weil es schon fad ist irgendwie. Aber ich schütte mir nicht jeden Tag 6, 7 Liter Schwipschwapp ins Gesicht und wundere mich dann danach, dass ich Sodbrennen habe, als hätte man einen scheiß Atomtest in meinem Magen gemacht. Das ist absolut Bananas. Ja, schon. Aber der Witz ist, dass in Schwipschwapp nicht so viel Cola drin ist, dass ich Sodbrennen drauf kriege. Reini, das besteht mehr oder weniger alles aus derselben Plörre. Das ist ein Sirup, der besteht irgendwie aus Kornsirup, also aus der billigsten Zuckervariante, die es gibt. Wird es rausraffiniert, da kommt ein bisschen Farbstoff rein und ein paar künstliche Aromen. Punkt. Dann wird das in riesengroßen Säcken, wird dieser Sirup verschifft. Und in der Fabrik wird er einfach mit Wasser aufgegossen, dann kommt Kohlensäure rein und dann ab damit. Das ist alles dieselbe Scheiße. Der einzige Unterschied ist, dass beim einen ein bisschen mehr Koffein drin ist und beim anderen andere Aromen für den Geschmack und andere Farbstoffe. Wenn du von Cola Sodbrennen kriegst, dann kriegst du von 6 Liter Schwibbi-Schwabbi auch Sodbrennen. Und Rainer, wenn du dir zwischendurch vielleicht nicht die Menge an Halsgrad, die eine 6-köpfige Familie beim wöchentlichen Grillabend verzehrt, alleine reinschüren würdest, dann wäre das, ohne Galle, by the way, dann wäre das vielleicht mit dem Sodbrennen auch so eine Nummer. Ja? Sodbrennen tatsächlich nur auf reine Cola. Und das gilt nicht. Rein mit AI. Das gilt nicht dafür, toll. Ja, dafür hat dir das die Gallenblase gekostet, Rainer. Ja, richtig guter Deal. Für Monster Energy Drink. Da ist nämlich auch keine reine Cola drinnen. Reine Cola. Sondern es ist halt wirklich. Das jetzt halt wirklich ewig rumstehen. Das ist unfassbar. Ja, Rainer, dann mach die Scheiße aus, oder? Entweder machst du dann jetzt die Videoaufnahme aus, wenn du dich einfach nicht darauf konzentrieren kannst, jetzt hier dein scheiß Monster Assault Video zu machen. Oder du machst die Kamera aus. Es ist doch vollkommen Wayne. Und jetzt erzähl nicht, dass die hier Turn-Up machen. Ich höre sie nicht. Ich höre niemanden rufen. Ich höre nicht irgendwas, das was geworfen wird. Das Einzige, was ich im Hintergrund immer wieder höre, ist deine gottskernbehinderte Scheiß-Alarmanlage. Vor allem, wir haben halber Vierer. Wie wär's, wenn ich mal einen Job suche, Leute?
Egal, also auf rein. Ah ja, das hatte ich ne, im zweiten oder dritten Video, wo schon wieder Kuchenkinder am selben Nachmittag waren, hatte ich ja kurz vorher gesagt, jetzt kommt Datum der Uhrzeit. Hab mich ein bisschen gewundert, dass es nicht kam. Jetzt weiß ich natürlich, warum es nicht kam. Es kam halt hier schon. Ne? In dem Video, das er davor aufgenommen hat. Reinste Cola kriege ich wirklich Sodbrennen. Das erwähntest du bereits, Rainer, weiter im Text. Und das ist nicht geil. Definitiv Nee, Sodbrennen ist nicht geil, kenne ich. nicht. Und deswegen Monster Assault. Hey, der Fliege ist auch wieder hart am Stissel. Rainer, wie gesagt, wenn du chronisch Sodbrennen hast, dann würde ich mir halt überlegen, woran könnte es liegen. Und in den allermeisten Fällen kann man durch eine Änderung der Nahrungsgewohnheiten sehr, sehr viel erreichen. Ja, eine kurze Anmerkung. Ich werde auch zu den einfachen Energy Drink nochmal was sagen. Den mag ich zum Beispiel nicht, weil der hat diesen leichten Geschmack nach Red Bull. Ich weiß immer nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Er hat diesen Geschmack nach Taurin und das gefällt mir nicht. Ja, weiß nicht, keine Ahnung, wie gesagt, vor allem wenn du von Cola irgendwie hier diese in Dosen abgefüllte Ameisensäure, die kippt er sich in den Schlund. Davon kriegt er komischerweise kein Sodbrennen, aber Cola, das ist das Problem, Digga. Anders weiß ich echt nicht, wie ich das ausdrücken soll, weil ich habe immer das Gefühl, dass Energy Drinks immer nach Taurin schmecken. Mal abgesehen davon, ist es sowas wie jetzt das Cola Energy Drink. Dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Sorten, wie zum Beispiel das Manco Loco oder keine Ahnung. Es gibt verschiedene Sorten, die nicht danach schmecken. Aber ja, rein, ich weiß schon. Ne? Die Dinger, die hat man da im Regal reingestellt, die sind alle schön bunt und schön süß. Ne? Kleine Kinder anzulocken, dass das bei dir auch immer noch zieht, schön und gut, ne? genau die mag ich. Aber alles, was diesen leichten, ich sag halt wirklich Taurin-Geschmack, weil ich weiß nicht, ob es Taurin-Geschmack ist, aber ich Ja, wenn du es nicht weißt, dann halt die Fresse. Sag halt einfach, der klassische 0815 Red Bull-Geschmack, den magst du nicht. Fertig. Weiter im Text. weiß, dass es halt immer so schmeckt und mir schmeckt es nicht. Ich mag auch keinen Red Bull und so weiter. Und gut, Red Bull mag ich aus verschiedenen Gründen nicht. Einmal, weil es zu kommerziell ist. Du magst Meme säuft hier das Monsterzeug, die halt wirklich literarisch alles, was Red Bull nicht schon vorher gesponsert hat. Also alles das, was Red Bull übrig gelassen hat an Sportveranstaltungen. Da haben sich die drauf geworfen wie die scheiß Heuschrecken. Die haben alles gesponsert. Alles. Festivals, Sportveranstaltungen, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Red Bull ist ihm zu kommerziell, genau. musst aber kein Red Bull, weil es Kommerz ist. Ja, ich weiß, auch Monster ist Kommerz, aber Red Bull labert Scheiße. Anders kann ich das nicht beurteilen. Ja, Rainer, wenn du das nicht magst, so dann weiß ich nicht, was du da überhaupt tust. Red Bull sagt, du kannst fliegen. Ich bin ein Drache, ich kann sowieso fliegen. Nein, Rainer, du bist ein dicker Dulli, du kannst nämlich genau gar nichts. Du bist kein Drache und du kannst auch nicht fliegen. Das Einzige, wenn, keine Ahnung, wenn da jemand eine Kerze und dann Gaming-Stuhl setzt und immer wieder der Flatulenz-Lord, vielleicht lernst du dann zu fliegen, aber dann lupft das komplette Dach von der Schimmelschanze auch gleich mit runter. Hier, ich erinnere, warte mal. Wo war mal? Da. Der kann auch bald fliegen. Ja. Nein, ich mag einfach keinen, diese Werbung mag ich einfach nicht. Und dann liegt er auf Gottes Sandbank. Ne? Das ist mir einfach zu kommerziell. Und deswegen mag ich das nicht. Anders ist es jetzt halt bei Monster Energy. Abgesehen davon, dass Monster Energy gut, das macht Red Bull auch, viele Sponsorings im Motorsport hat und auch. Red Bull ist ihm zu kommerziell. Mag lieber Monster, das ist nicht so kommerziell. Weil die machen viele Sponsor-Dinge im Motorsport, was Red Bull auch macht. Also, die machen genau dasselbe wie Red Bull auch, aber weniger kommerziell anscheinend. Ne? Die verdienen kein Geld. Dein Maul, Rainer. Halt einfach, du weißt einfach nicht, du willst einfach edgy sein. Du bist der Meinung, hier Red Bull ist Mainstream. Und du bist viel cooler. Und noch dazu heißt es Monster. Monster ist richtig geil, also richtig Monster. Und es gibt es in Cola-Geschmack. Das war's, Digga. Es ist nicht so deep. Du hast da nicht irgendeine krasse Agenda dahinter. Du bist nicht der krasse Antikapitalismus-Lord, dem das zu kommerziell ist mit Red Bull. Du willst einfach nur wieder ein besonderes Schneeflöckchen sein. Eine kontroverse Meinung rausknechten. Ja, hier Red Bull mag ich nicht, weil Kommerz. Generell im Extremsport haben die ja viele Sponsorings.
Und das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Was ich ein bisschen schade finde, ist, Wenn sie einen machen, ist es Kommerz, wenn sie anderen machen, finde das cool. dass damals Ding von der Bildfläche verschwunden ist. Ding, Zeug. Ähm, Relentless, Rainer. Relentless. Das Ich weiß, du weinst da oft darüber, dass Relentless nicht mehr gibt. Es war overrated, das ist krass, weil diese Relentless-Scheiße hat er genauso wie die ganzen anderen Dinge, die hatten halt irgendeinen fancy wieder verschließbaren ne, Deckel oben. Das war's. weiß ich noch, das habe ich damals auf Wacken kennengelernt. Alle mochten so, Relentless, Relentless. Und einfach alle sind auf dem Festival mit den Relentless-Dosen rumgerannt. Alle so, oh geil, Relentless. Und ich so, was ist denn das für kommerzielle Scheiße? Und dann war es so, dass ich. Wie er sich da immer verkauft, der geht da durch, so, ja, hier komm, ich habe das schon durchblickt, hier, die machen hier das alles nur Kommerz und er hat den Durchblick, hier nur die Monster hier, das ist doch ein Energy Drink des kleinen Mannes, ne? Das ist für die Arbeiterklasse. Karl Marx hätte Monster getrunken. Da Hier. war es dann so, dass ich die erst einmal gehen gelassen habe. Ich habe die erst einmal in Ruhe gelassen. Ja, die werden sich gefreut haben, Rainer. Und natürlich laufen da, als das damals rausgekommen ist, ich weiß, ich war ja zu dem Zeitpunkt auch hier, ne, in den Nullern und frühen 10er Jahren viel auf Wacken. Und natürlich, wenn ich mir das sichere, dass ich da stattfinden kann, dann rühre ich da die Werbetrommel und drücke ich einfach jedem, der vorbeiläuft, so eine Scheißdose in die Hand. Ja, weil ich verrate den nächsten Punkt, so eine halbe Liter Dose von dieser Scheiße kostet die in der Herstellung nämlich genau gar nichts und die haben die damals schon für 5, 6 Euro das Stück verscheppert. Da hast du eine massive Marge und das interessiert die einen feuchten Scheiß, ob die hier, das ist wieder Schulhofdealer, der anfangs das gute Zeug für umsonst gibt, um die anzufixen. Ja, ist denen vollkommen wurscht, ob die da ein paar Hektoliter von der Scheiße verschenkt haben. Vollkommen Wayne. Und Dullis wie du sind dann da übers Festival gelaufen und haben eine parasoziale Bindung zu diesem scheiß Konzern aufgebaut. Boah, Relentless, die sind so cool, die sind so nett, die haben mir gratis Zuckerwasser gegeben. Und ein paar Monate nachdem. Aber wir sind alle gegen Kommerz, ne? Haben wir schon verstanden. Also aufpassen, ne? Wenn der Red Bull gratis dieselbe Zuckerplörre nur mit einem anderen Aroma drin verteilt hätte, dann wäre Turn-Up gewesen. Dann ist Kommerz. Als ich zu Hause war, habe ich das dann doch mal probiert, weil der Kumpel meinte, ja, hier, trink mal. Ich habe jetzt nur den gekauft, probier mal, schmeckt geil. Und ich so, naja, gut, trinkst du halt mal. Und habe dann damals festgestellt, das war übrigens mein erster Energy Drink damals, vor diesen Red Bull-Geschmack-Dingern, also nach diesen Red Bull-Geschmack-Dingern so rum. Und da hat sie mir gesagt, so, oh ja, und Red Bull und Energy war für mich immer, Energy war damals für mich immer dieser typische Red Bull-Geschmack. Und den mochte ich nicht. Und weder den Geruch noch den Geschmack. Und Relentless war damals so. Ja, wie gesagt, dass es diese Energy Drinks dann irgendwann in anderen Geschmacksrichtungen auch gab, das hat relativ lange gedauert. Ne? Also es gab ja mehr oder weniger in den 90er Jahren und frühen 2000ern gab es Red Bull und dann gab es die ganze Abklatsch-Scheiße. Ne? Jeder Discounter hat so mehr oder weniger dieselbe Plörre versucht zusammenzumischen. Das hat alles mehr oder weniger nach Kaugummi geschmeckt und war halt räudig. Und irgendwann sind die auf die Idee gekommen, Digga, wenn wir es jetzt einfach noch wenn wir es jetzt noch nach Fruchtgummi und Lollipop schmecken lassen, die Scheiße, so, dann können wir es noch geiler an Kinder vermarkten. Das war ist nicht so deep, Digga. Komplett andere Marke. Möchte jetzt auch nicht unbedingt jetzt weiter darauf eingehen, aber durch Relentless bin ich dann auf Rockstar aufgesprungen und nach Rockstar auch auf Monster Energy Drink. Wobei Monster Energy Drink damals, und das war das Witzige, das war nicht die Dose, sondern, was war denn das für eine? War das sogar das war nicht die grüne, das war irgendwie. Doch, Rainer, das war die grüne, weil das ist ihr Grundprodukt, damit haben die angefangen. Damit sind die ursprünglich auf den Markt gekommen. Die ganze andere Scheiße, alle anderen Geschmacksrichtungen sind dann erst später gekommen. Das Klassische in dieser schwarz-grünen Dose, das du da stehen hast, das du angeblich nicht magst, weil es so sehr nach Red Bull schmeckt, das ist das Standardprodukt, mit dem sind die ursprünglich auf den Markt gekommen. Eine andere. Und ich bin dann auf die Monster Assault, beziehungsweise auf die Monster Energy Dosen umgesprungen, weil ich die versehentlich mal auf dem Weg zur Arbeit, habe ich mir 2, 3 Energy Drinks im Real in Neustadt gekauft, latsche dann vorbei und greife einfach blind ins Regal. Ja, das glaube ich dir aufs Wort, Reini.
Nein, du laberst hier seit 10 Minuten darüber, warum du so ein markentreuer Bre bist, was hier die ganze Energy-Nummer angeht. Und du willst mir jetzt erzählen, dass du einfach wild zufällig irgendwelche Energies reingegriffen hast. Weißt du ja gar nicht, ja, du hast ja kein Lieblings, ist ja eigentlich relativ wurscht. Das beißt sich ein wenig. Und habe nicht gesehen, dass es nebeneinander steht und habe versehentlich einen Monster und einen Rockstar erwischt. Und dann auf der Arbeit habe ich nicht drauf geschaut, weil ich halt auf der Arbeit war. Ne? Und Ja, freilich. Man schaut immer nicht drauf und auf der Arbeit müsst ihr vorstellen, der Rainer, der hat so schwer gearbeitet. Der hat dann einfach nur blind in den Rucksack gegriffen und sich das aufgerissen, hat sich die erste Hälfte übers Gesicht geschüttet, weil er so schweißgebadet war, weil er so hart am Malorne war. eine Dose aufgemacht. Was ist denn das, Alter? Das schmeckt dir voll geil, aber das ist doch kein Monster, das ist doch kein Rockstar. Schau drauf, steht Monster drauf. Und ich so, okay. Ja, und damals gab es auch noch den Song Und da hat er seinen ersten Schlaganfall gehabt. No. von der Band. Da kommen schon wieder welche. No, es ist fürchterlich, Rainer. Damals gab es auch noch den Song von der Band Skillet. Skillet heißt die, genau. Und da gab es auch den Song, der heißt Monster. Und der hat mir damals so gut gefallen, dass ich damals dann. Das ist ein guter Song, muss man sagen. Ich weiß nicht, ich glaube aber nicht, dass der was mit dem Energy Drink zu tun hat, oder? Und schon wieder, ne, Bluescreen, der Arbeitsspeicher wieder komplett ausgelastet. Und er schreibt wieder an seiner Liste, Rainer. Rausschneiden tun wir das nicht, weil das ist ein bisschen trashigeres Format, da kann man sowas schon mal drinnen lassen. Gehört ja zum Konzept, Digga. Ich glaube, das sind aber. Aber ich glaube, das sind meine Nachbarn. Du glaubst? Du glaubst, das sind dann, haben die Nachbarn auch am Tor gerüttelt? Alter, er wohnt da in einem 40-Seelendorf und erkennt nicht auf Anhieb, ob das seine Nachbarn sind. Die bisschen weniger Monster Energy trinken, dann kandierst du dir vielleicht nicht so die Augäpfel und kannst es dann klar sehen. Nee, das sind meine Nachbarn da, die da rauflaufen gerade. Okay, nur wenn ich was schreien gehört habe, habe ich gedacht, das sind die Dinger. Also, und damals gab es eben diesen Song Skillet, Monster von Skillet, und deswegen habe ich mir damals gedacht, ey, geil, Alter, probier ich mal aus. Und das müsst ihr euch geben. Rainer, wenn die einen Song gemacht hätten, der Crack heißt, hättest du dann das ausprobiert? Ich frage für einen Freund immer, wie komplett geistig zurückgeblieben kann ein einzelner Mensch eigentlich sein? habe dann alle getrunken und habe dann festgestellt, dass der Grüne auch diesen leichten Geschmack nach Red Bull hat. Oder halt Taurine. Und deswegen trinke ich den nicht. Aber was ich gerne trinke, ist halt Monster Soul, Monster Mongo Loco und so. Mongo Loco, genau, ist auch so ein Mongo. Also, genau so. Ja, richtig, Rainer. Schön, dass du es gesagt hast. Ne? Dann kann mir hier keiner was. Mongo. Ich muss vom nächsten Video echt den Schnauze schneiden. Das ist nämlich echt nervig. Ja, vielleicht ist auch hier Ding. Vielleicht ist auch das. Ja, jedenfalls ist es halt so. Genau. Und abgesehen davon. Was ist eigentlich soweit? Also, ja, das Video geht noch 10 Minuten. 9 Minuten, das kann man. So Monster Energy ist halt richtig geil. Und ich mag halt den Das ist richtig, richtig geil. Und Rainer, wenn es jetzt wirklich so geil ist, dann halt vielleicht mal länger als für eine halbe Sekunde in die Kamera. Ich weiß, dann sieht man deinen Schwellschädel nicht so. Aber die meisten von uns finden den gar nicht so hübsch wie du. Also wir würden da lieber schon die Dose sehen. Halt doch die ein bisschen länger da rein, wenn es darum schon gehen soll. Oder geht es hier um den hochrot angelaufenen Schwitzschädel vom Edzardler Drachen, der keinen Red Bull braucht, weil fliegen kann er schon. Geschmack nach Cola und nach Energy Drink, aber eben hat es nicht diesen ekelhaft penetranten, vor allem nicht nachgeschmacklichen Geschmack von Taurine, beziehungsweise von Red Bull. Und das ist das Geilste an dem Teil. Genau, und das Design finde ich an sich auch geil, weil das halt so ein bisschen... Rainer, wenn die herausragende Eigenschaft von diesem Monsterzeug ist, dass es nicht nach Red Bull schmeckt. Ich würde mal sagen, es ist kein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt, glaube ich, mehr Getränke auf diesem Planeten, die nicht nach Red Bull schmecken, als es Getränke gibt, die nach Red Bull schmecken. Naja, es hat ein bisschen diesen schwarz-grau-weißen Look, mit diesem roten Touch in der Mitte, was halt auch diese Monsterkralle ist, ne? Da hat also eine Monsterkralle reingekrallt. Finde ich sau cool. Und das macht halt echt das Ganze richtig geil. Also, das ist ein richtig cooler Energy Drink. Wir sind schon wieder bei Worthülsen rausballern.
Das ist voll geil, ist total cool, ist richtig cooler Drink und so. Und das finde ich so super, weil das hier cool, versteht ihr, mit dem Monster und dem. Und das ist total geil und cool ist das auch noch, ne? Und habe erwähnt, wie geil das eigentlich ist. Schaut es euch an, hier ist grau auf der Dose drauf. Und das ist auf jeden Fall. Es ist gut, dass es nicht nach Red Bull schmeckt. Ne? Digga, das einzige Getränk auf der Welt, das nicht nach Red Bull schmeckt. Und da hat jemand ein Lied gemacht, das genauso heißt. Versteht ihr jetzt? Ich kann das alles nicht mehr. Das Geile ist halt auch, am liebsten übrigens, das ist eine Kopfsache, das hat mit dem Geschmack nichts zu tun. Am liebsten gehe ich normalerweise her, mache die Dose nass, beziehungsweise wasche sie einmal kurz ab und dann mache ich sie auf. Und wenn es richtig heiß draußen ist das so ein richtig erfrischendes Gefühl. Dabei ist das aber Wie machst du die Dose dann nass? Hast du irgendwie hast du einen Eimer neben dir stehen mit Wasser, wo dann die Monster Energy Dosen drin schwimmen? In der Schanze neben der Zaren-Couch? Rainer, wir haben in einem, gut, muss man sagen, das Video hat er dann 10 Minuten später aufgenommen, aber in diesem Video über die Milch feststellen dürfen, dass du dir Haarmilch kaufst, weil du nicht in der Lage bist, in den Nebenraum zu gehen, um die Milch, nachdem du sie in den Kaffee getan hast, wieder in den Kühlschrank zu packen. Und dass die dir trotzdem im Sommer und dann im Hintern weggammelt. Und du willst mir jetzt erzählen, du stellst dir hier diese Monster Energies schön in Griffelreichweite, damit du die bloß den ganzen Tag nur noch zum Kackduschen bewegen musst, wenn es brennt und vielleicht mal irgendjemand einen riesen Baum ausgeschmast hat. Ne? Und, aber für so ein Monster Assault gehst du dann extra nochmal irgendwie ins Bad oder so und hältst es mal kurz unter den kalten Wasserhahn. Einfach nur dieses Feeling, damit es so schön perlt wie in der Werbung auf der Dose. Das willst du mir jetzt erzählen, oder? eigentlich so, dass es überhaupt nichts am Geschmack ändert. Kopfsache. Ja. Und wissen wir, das ist nicht seine beste Sache, ne? Nicht der große Experte da seinen Kopf zu benutzen. Und ich weiß nicht, was das hier sollte. Ob er echt der Meinung war, irgendjemand bei Monster kriegt das mit und die bezahlen ihn dann dafür, dass er, ne, dann kriegt er Monster-Sponsoring, weil er es ja am Anfang auch angesprochen hat, dass die alles Mögliche sponsern, was ja auch tatsächlich so ist. Weiß nicht. Vielleicht hat er sich ein Sponsoring von Monster erhofft durch die Nummer. Gut. Ja. Oder von der Firma, die das Gleitgel herstellt. Keine Ahnung. Die Folge haben wir uns noch nicht angeschaut. Könnte man noch dazu sagen. Das vielleicht ist, hast du erwähnt, ist auch cool irgendwie. Ja? Das ist schon ziemlich cool. Und ist total geil auch. Dosen sind ja im Normalfall immer, Monster, ist ja im Normalfall immer in Energy-Dosen. No shit, Rainer. No shit. Der Energy Drink ist in der Energy Drink Dose. Willst du mich verarschen eigentlich? Dosen ist früher so eine Sache gewesen. Als Dosen. Kind waren Dosen richtig krass, weil irgendwie. Als Kind waren Dosen richtig krass, Digga. Nein, ich bin auch Kind der 80er. Ja, wir fanden es auch cool, aus Dosen zu trinken als Kids. Aber die waren nicht richtig krass. Ja, jeder wollte irgendwie aus Dosen saufen. Leute, kennt ihr noch Crystal Pepsi? Das ist im Endeffekt wie normale Pepsi, die haben den braunen Farbstoff einfach weggelassen damals. Hat heavy gefloppt irgendwie. Ich fand's lustig. Ich hab's gefeiert, tatsächlich. Also Dosenspezi, Dosencola. Aber Und wie hieß das andere Zeug? Das war geil. Das war in so einer schwarzen Dose mit so unterschiedlich, in so pastellfarbenen, ist immer so eine Sonne in unterschiedlichen Farben, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. In grün und in orange habe ich von meinem inneren Auge. Ich glaube, blau und gelb gab es noch und rot. Fragst mich nicht mehr, was dann die entsprechenden Geschmäcker waren. Das war auch so eine Softdrink-Marke. Kinley? Hießen die Kinley? Das Zeug habe ich heftig gefeiert. Immer schön am Kiosk vom zusammengestotterten Taschengeld, ne? Wenn dann eine gemischte Tüte für 50 Pfennig und so eine Dose von der Scheiße. irgendwie, vielleicht liegt es auch an mir, ich weiß es nicht.
haben sich Dosen nicht durchgesetzt. Also bei Bier haben sie sich durchgesetzt, ja. Dosen haben sich nicht durchgesetzt, Digga, ist halt einfach. Keine, warum haben wir denn das Dosenpfand eingeführt in Deutschland, wenn es absolut vollkommen gar keine Relevanz hat? Dosen haben sich nicht durchgesetzt. Ne? Das ist so wie heißt es, Betamax? Ne? Oder der Zoom? Oder keine Ahnung, welche Formate sich alle nicht durchgesetzt haben. Genau sowas. Ne? Dosen kennt man gar nicht mehr praktisch. Es gab es damals in grauer Vorzeit mal und es war richtig krass. Und inzwischen sind Getränke in Dosen absolutes Nischenprodukt rein. Richtig, so ist es. Aber Cola-Dosen, Spezi-Dosen Dosen und so ein Zeug, ich sehe sowas eigentlich nur, wenn ich beim Döner bin. Wenn ich beim Döner was einkaufe, wenn ich Also jeden Tag einer. in einem Restaurant irgendwo bin, wo so, oder in einem Restaurant ist Blödsinn. Ja. Es kommt immer darauf an, was du als Restaurant definierst, Rainer, weil in einem richtigen Restaurant warst du zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Die Restaurants, in Anführungsstrichen, die du besucht hast, das war immer Systemgastronomie. Es war immer Mc's, es war immer Subway und dergleichen Döner. Es war immer, deswegen hast du da auch immer alles in Dosen bekommen. Ja, in einem richtigen Restaurant kriegst du keine Dose auf den Tisch gestellt. Wenn ich in ein richtiges Restaurant gehe, also wenn ich jetzt zum Italiener gehe, richtiger klassischer Italiener, mit den Preisen auch von heutzutage, wo du keine Ahnung für so scheiß Pizza Margherita 12 Euro bezahlen musst. Und ich bestelle mir dann da so eine überteuerte Cola. Und der stellt mir das Ding in der Dose auf den Tisch, dann stehe ich wortlos auf und verlasse das Lokal, Digga. Ich sehe das immer nur irgendwo, wenn ich was zu essen kaufe, wenn ich bei irgendeinem Stand bin. Und selbst da haben sie ja meistens Flaschen, nicht Gläser, nicht Dosen. Und das fand ich immer merkwürdig. Und ja. Das ist absoluter Bullshit. Warum sollten die da meistens Flaschen haben? An den ganzen Dönerbuden, gerade wenn es irgendwo im Gewerbegebiet stehen mit so einem Anhänger oder sowas, wenn die da Getränke drin haben, ist es alles in Dosen reiner. Weil es behindert wäre, es nicht zu tun. Die lassen sich am leichtesten transportieren, das ist die leichteste Verpackung, lassen sich praktisch irgendwo stapeln, platzsparend aufbewahren. Das Metall leitet die Temperatur gut, das heißt, die werden schnell kühl, auch im Kühlschrank. Das ist alles gut. Deswegen werden Dosen. Aber er ist hängen geblieben. Auf die Dose hat sich nicht durchgesetzt. Das ist ein Nischenprodukt und deswegen muss er uns das jetzt immer erklären, weil wir sind dämlich dafür. Dosen scheinen sich wirklich auf Dauer nicht durchgesetzt zu haben. Bei Monster Energy, beziehungsweise bei den Energy Drinks haben sie sich durchgesetzt, aber auch nicht bei allen. Weil der Energy Drink Energy, glaube ich, heißt er sogar bloß, der ist zum Beispiel Flaschen. Ja, der hat kleine und große Flaschen und immer PET-Flaschen. Also immer. Von dem habe ich noch nie was gehört. Keine Ahnung. Ist das hier so ein Discounter, so eine Discounter-Hausmarke? Das kann ich mir gut vorstellen. Ne, Discounter-Hausmarken verkaufen ja gerne die Sachen in Plastik-PET-Flaschen. Dieses Bier beim Aldi kannst du auch nur aus der Plastik-PET-Flasche kaufen und saufen. Dosen haben die im Übrigen beim Aldi auch. Aber das, ne, ihre Hausmarke Bier. Ganz ehrlich, aber gut, wer das säuft, ne, das auch ein Plörbräu, das für Leute, die Vater und Mutter erschlagen haben, Digga. Plastikflaschen. Was ich persönlich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ist eigentlich umweltschädlicher? Das würde mich mal interessieren. Das könnt ihr mal. Du, Renner. Du bist am umweltschädlichsten. Falls ihr das wisst, mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren. Was genau ist eigentlich schädlicher? Plastik oder Dosen? Das kommt ganz drauf an. Ne? Hätte ich gesagt gehabt. Aber schwierig. Ist schwierig, Rainer. Aber ich glaube, Dosen, Alu und dergleichen, Material aus das Blech, aus dem die Dose gemacht ist, leichter recycelbar. Deswegen würde ich sagen, Plastikflaschen wahrscheinlich schwieriger. Also Plastikflaschen oder Dosen. Das würde mich echt mal interessieren. Allerdings weiß ich nicht, wie der Energieaufwand bei der Herstellung und bei der Recycling von diesen Dosen ist. Kein Strahl, Digga. Kein Strahl. Ich glaube, wenn du darauf gehst, dann wären wir wieder beim Anfang vom Video, dass man sagt, Reini, hier, Wasserhahn, beste Freund. Was daran schädlicher ist. Weil die Dosen, diese klassischen Dosen, die man heutzutage benutzt, die rosten im Normalfall ja nicht. Doch, Rainer, die rosten schon. Ne? Wenn du mal wieder irgendwo durch den Wald läufst, dann hat irgend so ein Dulli wie du
Ja, weil es ihm unzumutbar war, seinen Dreck da aus dem Wald auch wieder rauszutragen, den er reingetragen hat, weil die Dose wieder in die Ecke gepfeffert und du kommst da ein Jahr später dran vorbei, wirst du sehen, wie die gerostet hat in der Zeit. Laber keine Scheiße. Oder zumindest, ich habe zumindest noch keine richtig gerostete Dose gesehen. Ich habe schon mal welche gesehen, die angerostet waren, aber richtig gerostet habe ich noch keine Dose gesehen. Dann gibt's die nicht. Rainer hat das noch nicht gesehen, dann existiert es halt auch einfach nicht. Besser gesagt, ich habe noch keine Dose gesehen aus unserer jetzigen Zeit, die, na, natürlich keine schlechte Dose aus 2011 sehen, die rostet, ne? Obwohl normalerweise, müsst ihr bedenken, das Metall in der Dose ist natürlich bearbeitet, dass es nicht rostet. So, das ist speziell verarbeitet dafür. Keine. Warum reden wir jetzt über verrostete Dosen? Du wolltest mir doch was über Monster Energy erzählen. Aber, ach, das ist wieder, ja. Im Übrigen, da habt ihr auch wieder gesehen. In der Dose ist natürlich bearbeitet, dass es nicht rostet. So, das ist speziell verarbeitet dafür. Aber Habt ihr das mitgekriegt? Man hat gehört, wie er auf den Knopf gedrückt hat. Und es dann angefangen hat. Wie. Reini hat irgendwann hat er sich mal verplappert gehabt, aber ich glaube, da war er schon raus aus der Schanze. Reini hat bis zum Schluss felsenfest behauptet, der Alarm wird ausschließlich über den Bewegungssensor ausgelöst und auch nur, wenn die Leute wirklich auf seinem Grundstück sind. Und deswegen sind die Hater schuld an der Lärmbelästigung. Hier haben wir es gerade wieder live gesehen. Reini drückt auf den Knopf. Und es geht los mit der Alarmanlage. So viel zum Thema. Ja? Das hier Lügenniveau, wie dieser abartige Penner, der seinen Hund da mit dem Elektrohalsband geschockt hat, damit der Hund schön hinten als Deko im Hintergrund liegen bleibt und sich bloß nicht von der Stelle rührt. Ey, solche Leute habe ich auch massivst gefressen einfach. Ey, solche Leute massivst gefressen. Den würde ich auch in die Ecke setzen mit so einem Elektrohalsband, wenn er das Maul aufmacht. Ja? ach, das ist wieder, ja. Das ist speziell verarbeitet, dass die Yeah! nicht rosten. Was aber anders ist, dass die Dosen, Das Tier. die wir hier haben, Dosen, ne, Rainer? Was machen die? Rosten die? äh, Oder rosten die nicht? Ja, okay, ne, jetzt ist schon wieder. Man sieht praktisch die alarmroten Lettern Error auf seiner Stirn stehen. ja, wenn ihr normales Metall habt, ihr könnt ja mal, naja, das ist ein bisschen ein beknackter Vergleich, wenn man hergeht und ein Stück Metall nimmt, ja, das kann man eigentlich mal machen, aber normalerweise hat man, also ich jetzt, ne, hab Also wenn ihr normales Metall nehmt, also das ist jetzt also wenn ihr ein Stück normales Metall habt, also das ist jetzt so, also bla. Ich übersetze nochmal. immer ein bisschen Metall in der Garage, dann kann man hergehen und sagt mal, okay, man schneidet mal ein Stück Metall ab, tut das schön sauber machen, richtig schön, dass es halt kein Rost mehr dran hat und nichts, legt das dann, oder hat schon was Rostfreies da, legt das raus in Wind und Wetter und besprenkelt das ein bisschen mit Wasser. Und dann lässt man das Reini, wenn du das draußen in Wind und Wetter legst, dann übernimmt die Natur das mit Wasser besprenkeln. einen Tag liegen. Habt ihr schon mal gesehen, wie rostig das danach ist? Nach einem Tag. Reini entdeckt die Welt, ja. Wenn du Metall nass machst und draußen rumlegst, dann rostet das. Atemberaubende Erkenntnisse, Rainer. Das ist richtig übel. Also, ich habe ja ein Schwert, ne? Ich habe ja einen Zweihänder. Reini, es geht hier um Monster Energy Drink. Ich weiß nicht, ob das. Nee. Und Aber er hat ja auch schon alles gesagt über Monster Energy. Also literarisch in den ersten 30 Sekunden. Ja, das ist halt schon geil irgendwie. Und cool. Cool ist das, glaube ich, auch. Und ist geil, weil, ne, schmeckt halt auch nicht nach Red Bull. dieses Schwert habe ich, Schwer auch geil, schmeckt auch nicht nach Red Bull. dieses Schwert habe ich in die, Ich will es gar nicht. Bitte nicht. ich habe den Namen vergessen. Dieses Schwert habe ich in meinem Zimmer damals liegen gehabt, bevor ich. Er hat den Namen vergessen. Also er hat das Wort nicht gefunden. Das Wort lautete Zimmer. Kann man mal vergessen. Rainer, ich weiß nicht, ob du dir das Resthirn auch schon komplett kandiert hast,
dass hier schon vielleicht so eine erste Demenz einsetzt, aber also wenn ich auf das Wort Zimmer nicht mehr, ich habe ja auch manchmal so meine Wortfindungsstörungen, aber wenn ich auf das Wort Zimmer nicht mehr komme, Digga, dann mache ich am nächsten Tag keine Videos mehr. Auf Wacken gefahren bin. Und damals habe ich nicht drüber nachgedacht, ich habe immer so, kennt ihr bestimmt, dieses Febreze Sprühding. Und ich habe dieses Febreze gehabt, um ein bisschen meine Bude ein bisschen einzunebeln, dass sie nicht ganz so müffelt. Ja, Rainer, aufräumen und putzen hätte auch mal geholfen, glaube ich. Aber das ist Rainer, einfach Febreze drüber. In der Zeit, in der ich da bin. Und habe die so über das Sofa gesprüht. Ich wette, was Reini, wenn immer noch einen Hund hätte und es tatsächlich hinkriegen würde, den zu füttern, würde ihm trotzdem die ganze Bude voll scheißen. Reini würde einfach Zeitungen drüber legen. Und alles, und das war auf dem Sofa gelegen, das Schwert. Ich habe das nicht beachtet. Und dann ein bisschen Febreze, ja. Bisschen Febreze sprühen. Da rostet zwar das Spielzeugschwert, aber kann man nichts machen. Ne? Versehentlich übers Schwert ein bisschen so drüber gesprüht. Dieses Schwert hat sofort Rost angesetzt. Das hat sofort Rostflecken gekriegt. Und dann denke ich mir halt so, können richtige, normale Dosen eigentlich rosten? Ja, Rainer, alles aus Metall kann rosten. Also so heutige Dosen. Die Antwort ist ja, sie können rosten. Aber so richtig rosten tun sie nicht. Doch, Rainer, tun sie schon. Ich weiß nicht, wie die bearbeitet werden oder verarbeitet werden. Aber ich habe noch keine richtige. Das kann man eigentlich mal recht einfach ausprobieren. Man muss natürlich dazu sagen, eigentlich, ne? Ernsthaft? Ja, das wollte ich auch gerade fragen, Reini. Sowas, das ist sein Humor, Digga. Ich hab hier das Ding in der Fresse hängen. Wie habe ich das denn angestellt? Ist ja wieder ein ganz besonderer Mensch, Rainer. Also, normalerweise kann man das recht einfach testen. Wir haben hier ein Stück Metall. Das ist aus einem Metall von der Dose. Das müsste man jetzt eigentlich einfach mal irgendwo hinlegen und schauen, ob es rostet. Rainer wird es, definitiv. Ich werde jetzt keinen Versuch damit machen, aber so kann man das mal testen. Ja, könnte man mal testen, wenn es einen so sehr interessiert, dass man seit 10 Minuten über rostige Dosen redet. Könnte man das mal machen, aber das wäre harte Arbeit, da müsst ihr nach draußen gehen, müsst ihr das Ding irgendwo hinlegen. Und man muss auch bedenken, eigentlich darf eine Dose ja nicht rosten, weil schließlich ist da Flüssigkeit drinnen. Ich bin jetzt, ich check aus langsam. Eine Dose kann nicht rosten, weil da ist ja Flüssigkeit. Ja, gut, keine Ahnung. Da müsste man jetzt wissen, dass man zu rosten auch oxidieren sagt. Dazu müsste man irgendwann einmal eine Stunde Chemie in seinem Leben gehabt haben und sich dann denken, ach so, keine Ahnung, wenn das natürlich da Flüssigkeit drin ist und luftdicht verschlossen, dann kann es halt schwierig oxidieren, weil da keine Luft drin ist, du Dulli. Und ob es jetzt Spezi, Cola, Wasser, Limo oder Fanta ist oder was auch immer da drin ist, eine Dose darf nicht rosten. Und Flüssigkeit sorgt dafür, dass Metall rostet. Nein, Rainer. Die Flüssigkeit nicht. Sauerstoff sorgt dafür, deswegen nennt man das Oxidieren, Rainer. Also ist die Frage, wie genau werden Dosen verarbeitet? Ich habe schon Dosen mit Rostflecken gesehen, die dann vielleicht irgendwie wochenlang oder was in der Ding gestanden waren. Übrigens, ich habe mein Ohrring immer noch drin. Ja, allzu lang wird er da nicht mehr drinne bleiben. Der macht sich nämlich irgendwann dann selber auf die große Weltreise. Aber nur auf der einen Seite. Und ich frage mich halt ernsthaft, wie kann das sein? Wie kann die Dose nicht rosten? Oder besser gesagt, ist die jetzt, weil der Hauptpunkt war ja, Reini, ich gebe dir einen brandheißen Tipp, ich wette was. Ich weiß nicht, ich habe noch keine davon. Es gibt mit Sicherheit zur Herstellung von Getränkedosen irgendeine Folge von der Sendung mit der Maus. Da sollte das auf einem Niveau erklärt werden, dass sogar du es checkst. Schau dir doch das an. jetzt umweltschädlicher als Plastik? Oder ist Plastik trotzdem noch umweltschädlicher? Weil Metall ist ja eigentlich Erz aus der Erde. Ein Metall ist ja verarbeitetes Eisenerz aus der Erde. Reini, jeder Wertstoff, den wir hier haben, egal was, kommt alles von der Erde. Auch das Material, aus dem die PET-Flasche gemacht ist, größtenteils Erdöl, da ist es im Namen drin, kommt auch von der Erde, Rainer. Und normalerweise, wenn es aus der Erde kommt, müsste es sich wieder in Eisenerz verwandeln oder müsste zumindest. Ja, der verwandelt sich einfach wieder in Eisenerz, Digga.
die Dose in die Walachei werfe, so die versickert da einfach und dann geht die wieder in den Stein rein. Und in ein paar Jahrtausenden kannst du eine wieder rausschmelzen. So funktioniert das, Rainer. Genau so ist das. Ja, entsprechend sich in was anderes umwandeln, wenn es halt Sauerstoff, Flüssigkeit und so weiter ausgesetzt wird. Ja, es wandelt sich in orangenen Staub, wenn du es lang genug liegen lässt. Was aber merkwürdig ist, dass es bei Dosen anscheinend nicht der Fall ist. Deswegen ist die Frage, Plastik ist was komplett künstlich erstellt, deswegen heißt es ja auch Kunststoff. Und es ist schädlich. Aber was ist mit Metall? Also mit Dosen? Ist auch eine interessante Frage. Also meine. Das natürlich, Plastik ist Kunststoff, das ist künstlich hergestellt. Blechdosen wachsen, wissen die meisten gar nicht, an Bäumen. Das ist eigentlich gar nicht wirklich Bäume, das ist wie so eine Haselnuss. Das ist eigentlich eher ein Strauch, da wachsen diese Dosen. Ne? Und da gibt es dann die entsprechenden Plantagen. Jeder Hersteller hat dann so seine Dosenplantage. Ne? Hier ist die Monster Energy, da wachsen dann die Monster Energy Dosen und dann wird ein bisschen experimentiert und dann kreuzt du die verschiedenen Sorten miteinander und kommt dieses Monster Assault Dose, kannst du dann da irgendwie crossbreeden und so ein Shit. Das heftige Ding, Monsanto hat das Patent angemeldet, Digga. Meinung dazu ist, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung. Du laberst hier seit 19 Minuten über diese Scheiße und kommst mir jetzt. Eigentlich habe ich gar keine Ahnung von dem, was ich hier schwalle, Digga. Das ist eigentlich ist Es würde mich aber mal interessieren. Das ist eigentlich keine Meinung, sondern das ist eigentlich ein Zustand. Aber ich weiß auch nicht, wie. das beschreibt hier das Format sehr gut. Ja? Das Format heißt Draches Meinung und ich würde sagen, dieser Satz, das ist keine Meinung, sondern ein Zustand, beschreibt das sehr gut. Ich glaube, ich habe gerade den Titel für dieses Video gefunden. Mal schauen, ob ich die Minuten mir noch merken kann. Ja? Das ist keine Meinung, sondern ein Zustand. Wie man das groß nachprüfen könnte. Man könnte natürlich googeln und alles. Aber mal schauen. Im Moment ist es nicht, das ist mein Favorite. Ansonsten, was ist jetzt mit dem Geschmack von Monster Assault? Schmeckt nicht nach Red Bull, ja? Das ist schon ziemlich cool. Also geil ist das im Übrigen auch. Monster Assault Energy ist natürlich, wie gesagt, Cola-Geschmack. Man schmeckt definitiv auch die Cola hauptsächlich raus. Also der Primärgeschmack ist wirklich die Cola. Man hat einen leichten Hauch von Energy, den man aber nicht wirklich wahrnimmt. Oder man nimmt ihn schon wahr, aber er ist halt nicht penetrant. Da ist hier der Energy Sommelier am Stissel. Oh, im Abgang hat er eine leichte Brombeernote. Halt die Fresse, Rainer. Das Zuckerplörre mit Aroma. Und man hat keinen Nachgeschmack davon. Und das ist das, was mich bei Monster Energy Assault am meisten feiert. Also auch bei Monster. Was mich bei Monster am meisten feiert, Digga. Bei anderen Dosen. So. Genau. Und damit würde ich sagen, ist unser erstes Meinungsvideo zum Thema Monster Assault beendet. Wir merken hier, einfach freies Sprechen liegt Rainer brutal. Fast so gut wie irgendwas lesen. Das kriegt er auch genauso gut hin. Freies Sprechen hat er richtig durchgespielt. Danke euch fürs Zuschauen und ich werde jetzt gleich noch das nächste Video aufnehmen. Und den anderen 5 danach auch noch, Reini. Und mich über was anderes wundern, meine Meinung preisgeben. Er wollte gerade aufregen sagen. Weil das sein Konzept war. Denkt ans Liken, Teilen und Kommentieren. Jetzt kommt der auch mit dem Scholz. Ja, ich weiß, es gefällt euch nicht. Gefällt mir auch nicht, aber manchmal muss man es doch nochmal deutlich sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und. Nee, muss man nicht. Ganz ehrlich, klar, ich freue mich auch immer, wenn die Leute Kommentare schreiben, liken und hypen inzwischen Zeit und so ein Schießel. Alles Gucci. Ich krieg immer Zustände, wenn dann wieder einer sagt, ja, nur 40% der Leute, die das hier schauen, sind auch wirklich Abonnenten von mir. Das ist doch gut, das ist doch schön. Das heißt, YouTube schlägt dein Content auch Leuten vor, die nicht schon bei dir sind. Das Konzept funktioniert. Hör auf zu weinen und mach weiter mit deinem scheiß Video. Jetzt kommt dann nochmal kurz irgendwie VPN-Werbung oder Holy und dann zack, zack. Ja? Bis zum nächsten Video. Tschüss. Kommt noch was? Nee. Oder? Outro. Ja. Und dann war's das. 1 Stunde 9 Minuten haben wir das jetzt. Ich schau mal. Deal. Wenn Nummer 5, sagen wir mal, nicht länger als 10 Minuten dauert, dann gönnen wir uns das jetzt noch. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das dauert eine Viertelstunde. Na, das ist noch Anfang. Dann wird das hier so eine 2,5 Stunden Prügel. Und ich will heute noch was vom Tag haben. Morgen ist wieder Malochner angesagt. Da klingelt frühmorgens wieder der Kack-Hater von Wecker.
vergebt es mir. Die Nummer 5, da geht es dann um Haaröl. Die geben wir uns dann im nächsten Edzardler-Video. In diesem Sinne, Leute. Und nicht, was Rainer tut. Ja. Macht auch nicht hier der Urlaub im dänischen Strand. Mad Love.